Hallo, ik ben Trudy en ik heb een beetje uitgeleerd over naturale jeburt, zodat is van wat ik wel te doen van deel van reden. So wat dan aanvangt, als die baby in die körper schaufen taub, zum entscheiden, wanneer dat dan tijd is, dat alle taub zal aanvangen. So normaal, de baby uit de lung, die worden een hormonen loslaten, 24 stunden voor die jeburt dan actually aanvangt. So wanneer de baby uit de lung is ruim zijn, dat is dan wanneer dat is met een chemico, oder eine Hormone, was dort dann das, in den Körper anschauen. Und dann fängt der Körper sich dann an zu merken, dass dort soll alle Tag dann anfangen zu treiben und dort die Baby dann gut kommen. Dann, als du sagst, der Hormone Melatonin, der ist das höchste an der Nacht. Das ist der Hormone, was die Haupt zufrieden sind und beruhigt. Diese Hormone, der ist so wichtig, dat je kost een fijne geburt hebben, dat alles zal glad lengen. Diese Hormone die wordt fijner, wanneer du in Situationen bist, wo du die nicht beruhigt fühlen lässt. Und so ja, wenn du die wisch Ansache fühlen oder du irgendwas negative Gefühle hast, das wird Melatonin weniger merken. De nächste Hormone, von was ich will reden, ist Oxytocin. Das ist eine sehr wichtige Hormone in einer Geburt. Der Oxytocin ist, was du verantwortlich ist für deine Contractions. Ich weiß nicht in Deutsch, wie das wäre, aber die Contractions ist, like, wenn die Bock that, taub holen und das schafft dann das Baby durchschüben. So, ja, das ist, like, was das Oxytocin tut. Und das Oxytocin ist auch verantwortlich für, so, dass die Mutterholz dann wird aufgehen. So, Oxytocin, das ist like der Hormone, die die merkt gut fühlen. Das ist, wenn du den Partner anfühlen oder wenn du in der Boot sein. All die Dinge, die merken gut fühlen, dort merkt die Oxytocin höher. So, ich will hier so ein bisschen eine Demonstration haben. Diese Blues, was sind so, die dort lief dann. Und dann habe ich hier ein Ballband, was ist so das Baby. Und dann das hier ist die Mutterholz. Und dann so ist der Oxytocin, der merkt dann die Contractions und dann fängt das Baby an raufzuschieben und dann wird der Mutterholz charter und du wirst dann wieder aufgehen. So ja, das Oxytocin, das ist, was das hier so merkt, charter und wieder aufgehen, dass das Baby kann durchkommen. Und wenn du dann nicht genug Oxytocin hast, das ist dann, was das merkt, dass du wennst die Contractions wahrscheinlich. Aber basically, das hier unten, das bleibt nicht wieder der Länge. So, ja, wenn die viele Dinge wollen tun, was die verstimmen wird, das muss sein, wenn die Doktor oder die Nursen würden so fertig kommen, wie die nu sein, oder eben wenn die Stufe, wenn du die bist nicht sicher von das, oder du wirst so Angst haben an der Leber, dort merkt die Oxytocin alle weniger, und das wird am Ferken der früher eine sehr, sehr lange Geburt anhand, und dort aber nicht wieder jetzt, wenn es, ja, dort geht. Das hier unten, das kann nicht wieder schaffen, wenn du nicht genug Oxytocin hast. Der nächste Hormone, von was ich will reden, ist Beta-Endorphins. Das ist ein bisschen eine naturale Weedoagspil. So, das ist eine Hormone, die, wenn die Körper ein bisschen durch einen Schock durchgehen, dann lässt der Körper diese Hormone los, dass du nicht gerade weiterführen. Das muss sein, wenn du willst in einer Not sein und du musst auskleiden von wem, du willst ja in der Struck ran und ganz verkratzt sein und du willst das aber nicht fallen, wenn es diese Hormone hast du, die beschützen von nicht, die weiter können fallen. Und diese Hormone hast auch du eine Geburt, das wird am Geburt nicht darf, sie soll weiter. So ja, diese Hormone aber, wenn du je mehr du Beta-Endorphins hast, je weniger Oxytocin hast du. So basically, wenn du sehr Angst hast, je doller Angst du hast, je mehr weiter hast du. So je doller Angst du hast, oder ja, wenn du sehr abgeregt sein oder so, je mehr Beta-Endorphins sind du. Und je mehr du von diesen Hormonen hast, je weniger Oxytocin hast du. Der Reason, warum das nicht schaffen wird, ist, dass die Geburt soll nicht tabu sich gehen für dich. So basically, die Beta-Endorphins merkt die Geburt auch länger. Aber die Beta-Endorphins sind auch dort, dass das nicht darf, zu schwer sein für die. Nu dat ik kunt ha verteld van de hormonas, wel ik kunt
meine beiden Geburtengeschichten vertellen, bis so, dass die können mit sein, als ein Exempel, wie das wird lauten mit diesen Hormonas in der Geburt. So, für meine erste Geburt, dort fängt uns Maris direkt dann sperren dort schaufen da an, so dann fängt meine Doktor früh ab und die kommen dann hin und wenn die wieder nur sein dort, wie meine Mutter holt soll up wird, dann seht eine Sache ab, die Stamm dort wird über auf Zentimeter up und bei dann hat ich keine Video, da wird alle so like relajado, wo das dann angehen dort, aber wenn es diese abgerecht mit dort sein dort, red ich mich auch ab und dann fängt das an, dass die Contractions so stark werden und ja, ich habe dann Angst, wenn es diese abgerecht wird, red ich mich auch so ab und dort wird dann, wo meine Weide so anfangen und dann, ja, dort wird dann, dort die Contractions, die kommen bloß like ein oder das andere, du wird nervös zwischentiet, dass ich mich verreiben kann und das dort denkt dann an für 6 Stunden, bloß so Druck und schwoa an und dann, wenn ich mein Baby dann schaut, dann sehe ich, dass ich will nervös meine Finger haben, wenn es dort wieder schwoa. Aber dann wurde ich schwanger mit meinem zweiten Baby und dann fing ich an viel zu lernen von den Hormonas, und wir dort schaffen immer die Geburt und dass die Geburt nicht darf schwoa sein und mit dem Teil weiter auch verbunden sein. So, something what I fing dort wie das Siegel hier. So, basically, wenn du Angst hast, dann holst du den Körper an. Und je doller du angeholt bist, je mehr Weide hast du. Und je mehr Weide du hast, je doller Angst hast du. So, es steht ja dort bis eine Run und das ist, was du nicht was hast. So, was ich dann dort für meine zweite Geburt, hat ich meinem Mann gesagt, dass der soll meine Hänge holen, und wenn der dort sperren dort, dass ich mich anfange stief zu merken, dann soll der like meine Arme schadern. Bloß dort ich muss um meinen ganzen Körper denken und probieren keine Muskulos stief zu haben. Wenn du irgendwas stief hast in deinem Körper, dort dann wieder anfangen. Und same with like den Holz ist krack so, als was den Mutterholz wird sein. So wenn du das trischen an der Hübe stamm, dann ist den Holz so ja like clean und stief und krack so als die Mutterholz. Und du brauchst das Baby dann da zu kommen und dort ist, wenn du mal weiter hast. So, was du dann was kann tun, ist dort Laufabholen, wenn je mehr du aufnimmst, je mehr Oxygen hast du. Und wenn du nicht Oxygen in den Körper hast, dann merkt du auch alle top schwanger. So wenn du dann das aufnimmst durch die Contractions, was du halten das ist, dann dort mit Pizzalappen deine Luft pusten, so like this. Das was du schwellen down durch deine Contractions, wenn du das an denken und deine Lappen nicht stief haben, dann ist dein Hals auch nicht stief. Und ja, bloß du an like focusing, dass du keine stiefe Muskulos in den Körper hast, dort hilft dir, dass du nicht weiter haben in der Geburt. Dort ich das alle weiten dort für meine zweite Geburt dann und dort praktiziere, wenn das alle top angehen dort, dann merkt ich, dass ich eine sehr kurze Geburt hat. Meine Contractions werden nur bloß 15 Minuten apart und ich fange like schleife mir an zwischen. So, ich dachte, du wirst viel Zeit, aber ich will mein Baby haben, sonst den nach so wieder einwerden. So, ich entschloss mich dann, dass ich bis mich allein zu meinem Bad schlafen. Und dort von gehen bei der Schlupfstube, dort hat mein Baby dann merken, so viel leer gehen. Dort, ja, wenn ich dann bei der Schlupfstube bin, dann kann mein Baby bis zurück, dann wird in ein paar Minuten wieder dann brüten. Dort wird nicht schwer für meinen Körper, like, ich dürfte nicht viel was tun. Da wird bis alle Hormonas, die schaufen das Baby selbst zurück. Und ja, das ist technically, wie das soll schaffen an der Geburt, wenn du nicht deine Hormonas verstimmeln, wenn du da alle die Zeit lässt, dass ich kann tun, was die sollen tun, und du probst so beruhigt zu sein und nicht du alle top der Angst haben, dann kann das alle top glatt vergehen, dass du nicht darf mit viel weiter zu bebangen sein. So die Gefallen, wenn das kommt zu der Geburt, das ist so wichtig, wenn du irgendwas negative Gefallen hast oder du irgendwas und jetzt wo Kansas negative losluten, da wird die Hormonas alle an und dort schaffst du dann hin, dort den Körper braucht die Geburt zu brechen. Wenn es so lang als du Angst hast oder du irgendwas damit angeht, dann läuft dein Körper, dass das nicht am Platz oder das ist nicht der rechte Zeit für dein Baby zu geboren sein. Wenn es dein Körper will nicht luten, dein Baby geboren, solange es der Mom nicht auf eine gute State ist. So das ist, warum das so wichtig ist, dass du die Goldfallen das like mutig sein und probieren nicht Angst zu haben und
die hormonas luten äare oabeit te doen.